Ich denke, Sie sind Koppel nicht recht im Kopf. Ich gehe sicher nicht mit ein paar dreckigen Sauen in der Gegend rumlatschen. Ich bin der Prinz und war ein Nobel, verstehen Sie? Und er ist weitergezottelt. Nach einer Weile ist er in einen Wald gekommen. Und dort ist ihm der Fuchs begegnet. Er hat schon seit ein paar Tagen nichts mehr zu fressen gehabt. Ein Has wäre ihm zwar lieber gewesen, aber er hat gedacht, gescheiter so einen Kuchenmann zu gucken als gar nichts. Und darum hat er ganz scheinheilig gesagt, ja, grüezi, mein Herr. Kommen Sie doch ein bisschen näher, dass ich Ihnen ein gutes neues Jahr wünsche. Aber der Lebkuchenmann gibt zur Antwort, nein, ich will nichts von Ihnen wissen. Ich bin der Prinz von einem hochwohlöblichen Geblüt und suche ein Schloss für mich zum drinnen wohnen, wie es sich geziemt. Sie sind keine Gesellschaft für mich. Der Fuchs hat sich verneigt und hat gesagt, ja, aber selbstverständlich, Majestät. Ich habe sofort gemerkt, dass ich nicht würdig bin für Ihre hochwohlnäsige Gesellschaft. Aber vielleicht könnte ich Ihnen noch ein bisschen behilflich sein. Ich weiss, da in der Nähe ist ein Schloss. Und dort wartet es schon lange auf den Prinz. Ja, die nehmen Sie sicher mit Freuden auf, auch wenn Sie bloß aus Gugelhopf sind. Hey, Sie gehen Sie bitte nicht aus Gugelhopf, hä?